So, ihr Lieben, für die schon länger dabei sind, wir haben vor 3 Wochen eine Serie angefangen über Seelsorge. Ich möchte ganz kurz erklären, was wir machen. Und zwar ganz am Anfang, haben wir das ICF angefangen, überlegt, wie können wir Menschen in eine gesunde, reife Nachfolge von Jesus anführen. Und es gibt verschiedene Konzepte von Dämonenaustreibung, von Seelsorge. Und wir sagen nicht, dass unser Konzept ist das einzige wahre, richtige, sondern es geht darum, wie können wir als Menschen gesund Jesus nachfolgen. Und wir haben das aufgenommen, die letzten paar Monate für online. Unsere Online-Kirche ist grösser als die Kirche vor Ort. Für alle unsere Microchurches haben wir das aufgenommen. Dann haben wir gedacht, als Team, komm, wir machen eine Serie daraus, weil das haben wir schon lange nicht mehr geteacht, und ich möchte mitnehmen, wie kannst du Sachen in deinem Leben, wo du merkst, du stehst an, vielleicht in deiner Gewohnheit, in deinem Charakter, mit Sucht, mit Mödeli, wie kann man das losbringen, ganz, ganz einfach im Namen von Jesus. Und das Thema für die Arbeit heisst, ist, wie kann ich die Stimme von Gott konkret hören in diesem Bereich. Und ich möchte anfangen mit einem unglaublich schönen Bild. Und zwar, ich weiss nicht, was dein Lieblingstier ist, die meisten sagen der Elefant. Aber ich finde, den Pingu finde ich bis heute einfach geil. Und ich habe ein Bild mitgebracht von Pingus, weil was ich am Pingu schätze, der muss keine Kleider einkaufen. Der ist jeden Tag das gleiche Anzug an und immer genau gleich. Ein Pingu ist interessant, wenn 1 Million Pingus dort sind und die Mami verliert ihre Tochter. Und wenn Pingu redet, sind alle mega laut, oder? Hast du gewusst, wenn Mutter die Pingu-Tochter verliert in der Masse von 1 Million Pingus, dann kann die Tochter rufen und schreien zur Mami und die Mami hört aus 1 Million Pingu-Stimmen die Tochter raus. Hast du das gewusst? Hast du gewusst, dass in diesen 8 Milliarden Menschen, wenn du deinen Vater anrufst, in allen Stimmen, dass Gott genau dich hört? Das ist gewaltig. Weil manchmal denkt man, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht richtig, ich habe Sachen falsch gemacht. Warum soll Gott auf mich los? Es gibt keine Stelle in der Bibel. Und weißt du, wieso ich die Bibel liebe? Weil die Bibel ist so ein Gewinnerbuch. Es gibt keine Geschichte in der Bibel, wo Gott sagt, ich habe etwas von dir wollen, du hast keine Zeit gehabt, jetzt willst du etwas von mir. Und Gott sagt, nein, mache ich auch nicht mit. Gott erbarmt sich andauernd immer über uns. Wenn du rufst und wenn du schreist, wird Gott nie an deinem Leben vorbeigehen, egal wo du wohnst. Du hast einen liebenden, einen ermutigenden und auch einen freisetzenden Gott an deiner Seite. Ich bin am Samstag, am Freitag mit dem Zug, mit dem Tram heimgefahren, wo ich wohne. Und da kommt eine junge Stewardessin rein und fragt mich die Frage, bist du nicht der Leo? Meine Antwort ist immer, ja, ich bin's. Und ich frage sie auf Englisch, wieso kennst du mich? Und sie erzählt mir eine Geschichte, dass sie vor 1,5 Jahren kommt von Spanien. Sie ist eingeladen worden in unsere Kirche, sie hat noch nie von Jesus gehört. Sie kommt an unsere International Celebration, läuft rein und sagt, wow, gewaltig und wow, irritierend. Nach dem 3. Sonntag hat sie ihr Leben Jesus anvertraut. Hat sich vor einem Jahr getauft. Und sie hat gesagt, der Moment, wo mir bewusst worden ist, ich brauche Jesus. Ich bin eine Sünderin. Ich bin getrennt von dem heiligen Gott. Sie sagt, der Moment ist unvorstellbar, wo sie gesagt hat, Jesus um mein Leben, hat sie gemerkt, dass Lasten von Schuld von ihr weggefallen ist. Sie sagt, ich habe so eine Freude und so einen Frieden, wo die Welt mir nicht geben kann. Liebe Frauen und Männer, der Heilige Geist öffnet dir die Augen und plötzlich kennst du Jesus. Und die Bibel sagt, für einen Menschen, der nicht an Gott glaubt, ist das Kreuz eine Lachnummer, ein totaler Unsinn. Aber für uns, die das erlebt haben, ist das die grösste Kraft, die es jemals gegeben hat. Die grösste Kraft ever. So, wenn ein Mensch zum Glauben kommt in unserer Kirche ICF, und ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise, dann bleib nicht da stehen, du bist ein Sünder und eine Sünderin. In dem Moment, wo du Jesus in dein Leben einlädst, verändert sich deine Identität. Gott verändert immer Namen. Das hat er schon im Alten Testament gemacht. Der Jakob hat eine Begegnung mit Gott und Gott ändert seinen Namen in Israel. Der Saulus bringt Christen um, er hat eine Begegnung mit Jesus und er heißt plötzlich der Paul, unser Pauli. Der Simon kennt Jesus nicht, er lebt Jesus und heißt plötzlich der Petrus. Mit anderen Worten, in dem Moment, wo ich Jesus in mein Leben einlade, ich gehe durchs Kreuz durch.
Und bitte versteht das. Durchs Kreuz durchgehen bedeutet, das ist nicht mehr mein altes Leben. Ich bin kein Sünder mehr, bin kein Sünder mehr, bin kein Sklavin mehr. Meine alte Identität ist vorbei und ich laufe durchs Kreuz durch, zu Israel, zu Paulus und auch zum Petrus. Und plötzlich sind wir Söhne und Töchter von dem Gott im Himmel. Und ich habe das schon vorgelesen. Die Bibel heisst im Römerbrief, uns gehört der ganze Erbe vom Himmel. Uns gehört alles. Und jetzt musst du mir überlegen, ich habe schon Leute sagen, vielleicht hast du auch schon gedacht, ja, du kannst gut reden. Du kommst aus einer steinreichen Familie. Ich meine, du hast ein Erbe, nicht mal später dein Eltern stirbt. Und wenn es dir scheiße geht, schiebt dir dein Sugar Daddy Geld noch. Hast du das auch schon gehört, den Gedanken? Vielleicht hast du das schon gesagt. Darf ich euch alle liebevoll daran erinnern? Euch alle. Lasst gut zu. Ihr alle könnt gut reden. Weißt du so? Ein abenliebender Vater, wo alles gehört, und wenn es ein Scheiß geht, schiebt Gott nach. Liebe Frauen und Männer, der grösste Erbe, den es jemals geht, ist für die Frauen und Männer bereit, wo Jesus nachfolgen. Ihr seid Erbe vom Himmel. Der Himmel gehört euch. Gehört euch. Und weißt du das Problem? Der scheiß, blöde, fiese, gemeine Sklavengeist. Sklave bedeutet, ich muss sündigen, ich muss Drogen nehmen, ich muss fremd gehen. Und ein Sohn und Tochter sagt, nein, ich will nicht mehr, weil ich nicht mehr muss. Und so oft kommt der Sklavengeist zurück wieder, oh Gott ist nicht gut und Gott engt mich ein und Gott hat das und Gott hat das und Gott hat das und ich denke minderwertig, ich denke religiös, ich denke gesetzlich, ich denke oberflächlich, davon zu judgen. Den Sklavengeist, liebe Frauen und Männer, den müssen wir unbedingt in unserem Leben eliminieren. Weil ein Sohn und Tochter denkt gross, glaubt gross, gibt gross. Wenn du erfolgreich bist, sagt er, come on, ich mag es dir gönnen, weil ich mag es mir auch gönnen. Das bedeutet, wenn du ein Sohn und Tochter Gottes bist, du lebst in einer neuen Dimension. Du hast einen Vater, der für dich alles hat. Das ist ein abenliebender Vater. Wenn meine Söhne, unsere 2 Söhne, mich um etwas fragen, sagen, zum Glück fragst du mich, weil du weißt, ich kann's. Das ist die grösste Ehre für jedes Mami, für jeden Papi. Und du kannst jeden Tag kommen, jede Sekunde gehen, spielt keine Rolle. Aber ich möchte mitnehmen. Warum, wenn du gläubig wirst, Jesus sagt, wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist frei. Die Bibel sagt, dass der Schuldbrief, der uns so schwer belastet, hat er für ein und allemal zerrissen. Der Fluch hat Jesus am Kreuz auf sich genommen. Wir leben nicht mehr im Fluch, nicht mehr im Gesetz, wir sind frei. Aber, wieso bin ich gläubig? Und habe noch immer Sachen im Leben, die nicht okay sind. Das ist ja die Frage. Das ist der Baum. Wir reden von der Frucht. Vielleicht bist du eifersüchtig, jähzornig, gitzig, nachtragend, richtend, strittig unterwegs. Wir probieren immer oben die Äpfel zu ändern, das Verhalten. Aber das, was du oben siehst, eine Frucht, fängt immer an in den Wurzeln. Das Volk Gottes hat Ägypten verloren, aber Ägypten hat sie nicht verloren. Du kannst das alte Leben verloren, aber das alte Leben hat dich noch nicht verloren. Hochinteressant, Gott sagt zum Josua, ich habe euch das verheißene Land alles gegeben. Es gehört schon bereits euch. Aber grammatikalisch stimmt das nicht. Es hat noch immer Finder gehabt, die dort gewohnt haben. Und Gott sagt, ihr müsst nur noch rein. Es gehört euch schon. Und Gott sagt das Gleiche, du bist frei. Jetzt musst du nur noch rein. Es gehört schon alles dir. Und der Punkt ist, dass wir nachher lernen, das einzunehmen, was Gott euch schon lange anvertraut hat. Ich möchte euch mitnehmen, warum ist die Stimme von Gott wichtig zum Hören. Weil geistliche Probleme müssen geistlich gelöst werden. Und wenn du die Stimme von Jesus hörst, wird dir Jesus erklären, warum sind die Wurzeln in deinem Leben da. Ich habe eine ganz kurze Liste gemacht. Was ist der Zweck, wenn du die Stimme von Jesus hörst? Es gibt ja verschiedene Gründe. Zum Beispiel, ich möchte wissen, wer wird mein Mann, wer wird meine Frau? Muss ich 5 Kinder machen oder nur 3 Kinder? Das sind ja die Fragen. Oder gar keine Kinder im Klima. I don't know. Also, achte, Gott redet, um uns manchmal vorzubereiten für schwierige Situationen. Manchmal redet Gott, um den Weg zu erklären. Manchmal redet Gott, um uns stärker zu ermutigen, zu trösten. Manchmal redet Gott, um zu erklären, wie liebevoll er mit Menschen umgeht.
Manchmal redet Gott zu uns, um die Freundschaft zu vertiefen. Und sehr oft redet Gott zu uns, um uns reinigen und heiligen. Und ich möchte heute Abend darüber reden, wie kannst du die Stimme von Jesus hören mit der Frage, warum schaue ich Porno? Warum bin ich eifersüchtig? Warum fühle ich mich minderwertig? Wieso bin ich stolz? Wieso gehe ich immer wieder fremd? Warum ist das so? Und ich glaube, dass Jesus zu dir wird reden und wird erklären, was ist passiert in deinen Wurzeln, dass das eine Auswirkung hat in deinen Früchten. Und ich nehme mit, wie gehört die Stimme Gottes in Bezug auf unsere Challenges, wo wir haben, dass wir frei werden können. Erstens, leg dir einen Termin fest in deiner Agenda. Also wenn du nicht einen Termin hast in deiner Agenda jeden Tag, du kannst mir doch nicht sagen, bevor du das Smartphone touchst, das Herz von Gott. Oh, komisch. Bevor du das Smartphone berührst, berühr das Herz von Gott. Das wollte ich sagen. Auf Englisch ein bisschen kompliziert. Aber liebe Frau, Mann, oder Freunde, Freundinnen, das ist besser. Du kannst doch nicht das Appointment vom König, von der Königin nicht haben. Einer, der es mit dir besser meint als alles andere. Und meine Frage ist, an welchem Zeitpunkt hast du ein Tête-à-Tête mit dem Jesus? Wo du lernst, anzuhocken und auf ihn zu hören. Mach das nicht in einer Zeit, wo du müde bist. Zum Beispiel, wenn du morgen früh kein Morgenmensch bist und du machst am Morgen früh, wenn du müde bist, stille Zeit, dann wird die stille Zeit still sein. Sondern mach's in der Stunde, wo du am meisten Energie hast, wo du mit Jesus anhockst. Ich möchte 2 Geschichten bringen zum Erklären. 2. Mose 19:10-11. Da sagt Gott, geh nun wieder zurück. Die Israeliten sollen sich heute Morgen darauf vorbereiten, mir zu begegnen. Sie sollen ihre Kleider waschen und am 3. Tag bereithalten. Denn an diesem Tag werde ich vor allen Augen auf den Berg Sinai herabkommen. Gott sagt, machen euch ready. Wo hast du in deiner Agenda einen Ort, einen Stuhl, ein Bett, ein Ort, was auch immer, wie ein Altar. Wenn du dort hingehst, ist der Himmel offen. Im Vers 19, das Horn ertönte immer lauter. Moses redete und Gott antwortete. Merkst du, also der Dialog, du redest und Gott antwortet, ist völlig normal am Alten Testament. Wir haben nicht einen Gott, der sagt, oh, ich rede nicht, ich bin beleidigt. Gott redet in einem Dialog mit uns. Und ich möchte das ganz einfach lernen. Ich habe einen Mann getroffen vor 2 Wochen beim Wandern. Er hat gesagt, weißt du, wenn ich stille Zeit mache? Und ich sage, nein, erzähl, das muss mega spannend sein. Wenn ich in den Zug reinhocke von Winterthur, oder bist du ja froh, wenn du von dort wegkommst? Nein, schau von Winterthur. Nach Zürich. So, ich tue Ohrenstöpsel rein und jeden Morgen lese ich die Bibel und niemand kann mich unterbrechen. Und dann kommt Worship und ich singe. Und ich sage, mach das nicht. Weil die Leute hören den Sound nicht. Aber er hat einen Ort herausgefunden, wo er jeden Tag seinem König begegnet. Viele sagen, ich höre die Stimme von Jesus nicht. Meine Frage ist, hast du jeden Tag ein Appointment mit dem, der dich versteht, liebt, nicht aufgibt, gnädig ist und kann Wunder vollbringen? Hast du gewusst, jeden Sonntag, und ich möchte es jetzt einfach erklären, es ist ja nicht so, dass du hier hinfährst, am 7 Uhr und sagen, oh, kommst viel zu früh, wir haben noch gerne nicht aufgebaut. Vorbereitung spielt eine grosse Rolle. Hast du gewusst, dass jeden Sonntagmorgen und vor jedem Sunday Night gibt es einen Huddle, wo Hunderte von jungen Menschen zu Gott beten, dass du die Gegenwart von Gott kannst erleben. Ich habe es letzten Sonntag gefilmt mit meinem Smartphone. Nicht gut, aber du siehst, was wir machen. 1 Stunde vor jeder Celebration. Das ist der Clip. Jesus, danke vielmals für jede Person, die heute einfach... Wir könnten es ja nicht machen und sagen, 9:30, oh Scheiße, Kinderraum, wenn man nicht gerne putzt. 3 Kinder können springen, das 5. bringst du in den Zoo. Nein, liebe Frauen und Männer, ihr laufen alle hier rein, auch in den Club, weil Frauen und Männer haben das vorbereitet.
Vorbereitung ist der Schlüssel für die Gegenwart von Gott. Wenn du nicht einen Ort hast und du tust nicht Freude, Gott redet schon, aber ab und zu. Das Zweite ist, bist still und fang an zu arbeiten. Mein Punkt ist das, wenn ich meinen Ort gefunden habe, ich habe so einen Sessel daheim, einen wunderbaren Sessel, kannst du hinterher lehnen. Und wenn ich Jesus, da bin ich, weißt du, was passiert? Meine Gedanken sind überall. Kennst du das? Du sagst Jesus und plötzlich denkst du, ein E-Mail, ein Telegram, TikTok, der mich hat etwas gefragt, meine Frau hat es den Reis gemacht, sie hat etwas abholen bei Zalando. Wenn ich ruhig werde, gehen meine Gedanken überall. Wer von euch kennt das? Gedanken gehen überall. Du denkst immer, Jesus, meine Gedanken gehen überall, stopp das und gehen überall wie ein Feuerwerk, überall. Es gibt einen ganz einfachen Trick und ich möchte es euch erklären. Im Alten Testament, der Josaphat, ein König, 3 Finder kommen, er hat keine Chance zum Gewinnen. 2. Chronik 20, Vers 17. Und jetzt sagt Gott zum Josua, Gedanken gehen überall, aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Trete nur hin und bleib stehen. Und seht zu, dass der Herr die Rettung mit euch bewirken wird. Wenn du still bist, umgehen von Problemen, weißt du, was passiert? Wenn ich mir Sorgen mache, wirst du nicht beten können. Aber wenn ich bete, werde ich mir keine Sorgen machen. Wenn du still bist und nichts machst, dann gehen Gedanken überall an. Und jetzt sagt Gott etwas Hochinteressantes und ich möchte euch den Schlüssel geben, wie man Gedanken ordnen in einer Sekunde. Vers 21. Josaphat beriet sich mit den Versammelten und stellte darauf an der Spitze des Heer einige Worshipper anzubringen, die können Kumbaya Malot singen. In Festgewandern mit langen Hosen sind sie vorausgegangen, preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Jetzt musst du gut hören. Wenn du die Armee die Worshipper vorausschickst, hat das eine doppelte Bedeutung. Du sagst dem Find, hallo, wir kommen im Namen von Gott und hallo, ich möchte euch sagen, es gibt keine Geschichte in der ganzen Bibel, wo Gott jemals eine Schlacht verloren hat und ihr das Gefühl, ihr könnt gewinnen. Impossible. Überlegt uns euch nochmal. Zweitens, sagt ihr das, die Worshipper gehen voraus. Stimmt. Ich gehöre zum Winning-Team von Gott. Ist Gott für mich? Wer kann gegen mich sein? Niemand. Und in dem Moment, wo du fährst an von worshipen, in deinen grössten Krisen, hören auf einem Schlag, deine Zweifel auf. Einem Schlag. Bring das Beispiel, ich lerne das euch, ich das auch demonstrieren. Vor 4 Jahren oder 3 Jahren, keine Ahnung, ist ja Corona gekommen. Tut mir leid, ich das erwähne. Ich habe es für mich eine unglaublich schwierige Phase gefunden. Verschiedene Meinungen, theologisch, psychologisch, wissenschaftlich, Doktor. Dann ist die ganze Klima gekommen, das ganze LGBTQ-Thema, das ganze Künstliche. Die letzten 4 Jahre hat dann jeder Leiter von der Kirche geht durch eine unglaubliche krasse Zeit. Und mein Problem ist das, ich bin ein Theologe und nicht ein Wissenschaftler, obwohl ich viel weiß. Und ich schaffe auch mit dem Wissen, wie die Wissenschaftler schaffen am Wissen. Habe ich immer gedacht, hey, leck mir alle im Arsch. Kennst du das? Kennst du das? Und ich habe einen Worship-Song ausgesucht, den ich jeden Tag laufen. Und ich habe den 1000 Mal gelassen und hatte so viele Klicks. Und weißt du, was passiert, wenn du einen Worship-Song in deine Krise bringst? In einem Schlag hören deine Zweifel auf. Ich habe meine Hand bei dem Song erhoben und ich lasse diesen Song laufen. Ich komme doch nicht raus bei Corona, Jesus. Ich bin ja kein Doktor. Aber im Klima nicht. Aber ich brauche dich, Jesus. Es gibt nur eine Sache. Ich brauche dich, Jesus. Gib mir Jesus. Und wenn ich Jesus habe, habe ich alles. Oh, leck mir doch alle am Arsch.
Liebe Frauen und Männer, ich bin jetzt ein bisschen extrem in meinem Wording, vergib mir. Aber ich möchte etwas erklären. Wenn du so angezipft und angegürkelt bist, wenn du ein Worship-Song laufen, in einer Sekunde bist du Tag beim Kreuz. Und all deine Zweifel sind weg. Wie kannst du die Stimme von Jesus hören, wenn meine Gedanken überall gehen wie ein Feuerwerk am Morgen früh? Schieb einen Worship-Song rein. Und in einem Schlag siehst du Jesus. That's the point in der ganzen Story. Drittens, ein ganz einfacher Gedanke. Lass zu und fang an aufschreiben. Und ich möchte da ganz praktisch werden. 1. Chronik 28, Vers 19. David sagte, ich habe alle Einzelheiten so aufgeschrieben, wie der Herr sie mir gegeben hatte. Habakuk 2, Vers 2. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, schreibe in deutscher Schrift auf die Tafel nieder. Jeder vorübergeht, soll es lesen können. Jetzt möchte ich euch ganz kurz einfach mitnehmen. Wie kann ich die Stimme von Jesus hören? Warum schaue ich Porno? Wieso gehe ich fremd? Wieso bin ich nicht treu? Wieso bin ich jähzornig? Wieso fühle ich mich minderwert? Wieso sind meine Gefühle oben und unten? Ganz einfach. Du nimmst dir ein weißes Blatt Papier, oder was auch immer. Und du fährst an aufschreiben, deine Gebetsanliegen. Wir sehen es ganz kurz auf der LED-Wand. Schreib dein Anliegen auf. Ganz einfach. Du schreibst drauf deinen Namen. Ich heiße jetzt Leo. Und ich frage Gott, warum bin ich jähzornig? Und achte mal, die Schrift muss nicht gut sein, Gott kann alles lesen. Warum bin ich jähzornig? Ich möchte euch motivieren, euer Gebet aufschreiben als einen Dialog. Der Mose redet, Gott eine Antwort gibt, ist ein Dialog. Und es gibt verschiedene Arten von Gebet, aber ein Gebet ist ein Dialog. Du schreibst es auf, Jesus, warum werde ich jähzornig? Ich habe ab und zu so Momente in meinem Leben, da bin ich so verrückt worden. So emotional. Und alle anderen sind ruhig geworden. Mit anderen Worten, die sind verstört gewesen, das Leben lang. Warum mache ich das unkontrolliert? Dann zweitens stelle Jesus eine Frage. Warum werde ich jähzornig? Oder warum habe ich ein Problem mit Leiterschaft? Oder warum habe ich ein Problem mit Mitschaffen? Was auch immer dieses Thema ist. Und es gibt verschiedene Fragen, also aufgeschrieben. Du kannst fragen, Jesus, wie denkst du über die Situation? Kannst du mir helfen? Wie siehst du die Sache? Wie würdest du die Situation lösen? Und was hast du vom Herzen? Du kannst Fragen stellen. Und wenn du das Gebet aufschreibst, dein Anliegen, dann machst du es mega konkret. Lass drittens auf die innere Stimme. Was sagt dir Jesus? Lass auf deine innere Stimme. Jetzt sagst du, meine innere Stimme. Ich habe nicht eine Stimme, in mir sind Stimmen. Ein riesen Kopfsalat, ein riesen Durcheinander. Wie erkennst du, dass es von Jesus ist? Ich habe das aufgeschrieben. Die Stimme von Gott, und merkt ihr das, bringt immer Frieden von innen raus, bringt Ordnung, Klarheit, ist sanft, respektiert deine Grenzen. Jesus respektiert immer deinen freien Willen, immer. Ist manchmal mühsam, aber er macht's. Er setzt auf Hoffnung, Liebe, Annahme, vergibt und schafft Neues. Es gibt keinen Menschen, der vom Boden liegt und Jesus sagt, endlich liegst du vom Boden, ich hoffe, du bleibst immer dort. Das sagt Jesus nicht. Der Teufel sagt das. Die Stimme vom Teufel ist interessant. Er macht dir Angst. Das bringst du eh nicht an. Das sind alle anderen auch. Unmöglich. Er klagt dich an, er lügt, er verführt dich zur Sünde. Er kommt mit Macht in deine Gedanken, macht einen Durcheinander, Verwirrung. Er lehnt dich ab, er verdammt und hasst dich, er bringt Schmerzen und er verwundet dich immer wieder. Du merkst, die Stimme vom Teufel zieht nach unten und die Stimme von Jesus zieht dich nach oben. Also, ich schreibe es auf, ich stelle Jesus eine Frage und ich lasse auf die innere Stimme. Und der erste Gedanke, der kommt, den schreibst du auf. Jetzt mache ich einen Dialog mit euch, sind ihr ready? Also ich sage, Jesus, wieso bin ich jähzornig? Und Jesus sagt,
weil du hast immer recht. Sagt er zu mir. Du musst hören. Noch nicht judgen. Du hast immer recht. Und sag ich, Jesus, das stimmt. Also, jetzt lügst du wirklich nicht. Ich habe immer recht. Es ist ein Dialog. Jesus redet genau in deiner Sprache, wie es du verstehst. Dann sagt Jesus, ja, wieso hast du immer recht? Dann sage ich, Jesus, weil die meisten sind so behauptet, sie behaupten irgendetwas und es stimmt nicht. Sie behaupten, hä? Das Bild. Dann fragt mich Jesus, hast denn du immer recht? Die Antwort ist, nein. Nein. Dann sage ich, aber Jesus, ich meine, die behaupten etwas. Und dann sage ich, aber Jesus, wenn ich ehrlich bin, es triggert in mir einfach. Ich habe einen brutalen Trigger. Der ist monstergroß. Triggert. He? Und Jesus fragt mich ja, was triggert dich denn? Du merkst, es geht immer so weiter und plötzlich kommst du in den Dialog immer tiefer und sagst, ja, es triggert mich nicht immer. Manchmal haben die Leute nicht recht und ich lache und denke nur, schnur du einfach. Aber dann gibt es die Momente, da explodiere ich und denke, nein, du schnurst nicht mehr, nie mehr. Kennst du es? Und dann fragt mich Jesus, ja, aber wenn es dich nicht immer triggert, ja, wenn tut dich das triggern? Wann? Und jetzt ist es krass. Bei dieser Wann-Frage habe ich keine Antwort mehr gewusst. Und diese Wann-Frage habe ich für Monate bewegt. Es kann sein, du machst einen Dialog und du kommst in einem Schnurz zu einer Antwort oder du merkst, der Dialog fängt an und Jesus stellt eine Frage, mit der kommst du nicht weiter. Und ich habe das monatelang gewälzt. Wenn werde ich wütend? Und plötzlich habe ich realisiert, es ist eigentlich immer das Gleiche. Nach einem Sonntag, wenn ich müde bin, dann ist mein Säutchen so dünn. Nach einer Worship-Tour ist mein Säutchen so dünn. Nach einer ICF-Conference ist mein Säutchen so dünn. Christmas Experience habe ich schon gar keine Haut mehr. Sondern dann bin ich müde, das sind die Montag. Ich habe gesagt, Jesus, aha, ich weiss wenn. Es ist immer nach dem Sieg. Nach dem Sieg nervt mich alles. Dann habe ich Jesus gefragt, ja, was machst du denn am Montag? Ich habe gesagt, ja, da und da und da und da und da. Und was trinkst du nach dem Montag? Ich habe gesagt, da. Ich möchte jetzt nicht tiefer gehen. Und ich habe plötzlich realisiert, wenn ich zu viel von gewissen Sachen trinke, dann werde ich jähzornig. Und plötzlich habe ich gesehen, mein Vater hat genau das gleiche Problem gehabt. Nachdem er einen Hirsch geschossen hat und dann biologisch verteilt hat, hat er sich so betrunken, dass er am nächsten Tag gesagt hat, ich bin ein schlechter Vater. Und hat sich umbringen. Nach dem Sieg mit Alkohol eine Niederlage. Ich habe die gleiche Parallele in meinem Leben gesehen. Hätte ich nie gedacht, dass das etwas tut mit der Geschichte. Und ich tue nicht meinen Vater schlecht, machst gerne meinen Punkt. Und ich das erkannt habe, nach einem Jahr, bin ich angegangen in die Seelsorge und gesagt, ich habe mein Problem erkannt. Es tut mir leid, ich habe gesündigt, ich möchte das Land hinein. Und dann löse ich das im Namen von Jesus. Die Wurzelbehandlung ist mega einfach, das geht schnell, wenn du es erkennst. Und dann möchte ich enden. Dann brauchst du eine Strategie, wie du kannst frei bleiben. Und ich habe nachdem in ein Coaching mir helfen, wie kann ich die Strategie entwickeln, dass nach dem Montag, nach der Konferenz, das nicht passiert. Und ich kann dir eins sagen, der Dialog ist gewaltig. Was ich heute am Ende mit uns allen will machen, Club und live von Online Micro Churches, jetzt achte mal. Unser Production-Team hat so einen guten Job gemacht. Lass mal dem Production-Team einen Applaus geben. Nein, das ist krass. Kannst einfach drüllen. So, ich möchte nachher mit euch in eine Zeit gehen, wo du, nenn dich jetzt du, oder? Ist okay? Jesus eine Frage stellst.
Und dann hörst du auf Jesus. Was sagt dir Jesus? Und dann stellst du mit dem Jesus wieder eine Frage. Und dann hörst du auf Jesus und es wird heute einen krassen Dialog geben. Und es gibt ein Detail, das ich möchte noch betonen, bevor wir das zusammen machen. Bei uns in der Kirche, und das ist für mich Leiterschaft. Gott hat mir eine Begabung gegeben zum Predigen und zum Reden, zum Leiten. Aber ich würde euch nie sagen, du musst es machen, weil ich es dir sage. Also, ich wünschte mir das manchmal. So in unserer Kirche muss hören, jede Begabung, die wir haben, egal wer, wir sagen dir immer, Jesus ist dein Freund. Mach das, was Jesus dir sagt. Weil du folgst nicht mir nach, du folgst Jesus nach. Du folgst nicht dem ICF nach, sondern Jesus nach. Eine gesunde Kirche sagt Jungs und Mädels, Jesus redet zu dir. Und wenn du lernst, auf Jesus zu hören, wirst du gesund und mündig und bringst auch etwas in die Kirche rein, weil du stehst dann auch. Und das ist für mich ein mega wichtiges Detail, das wichtig ist. Wir werden uns die nie zu mir und unser Konzept bringen, sondern immer zu Jesus. Und ich möchte in einen ganz einfachen Dialog gehen. Und ich lade dich ein, live, online und Michael Churches, oder Club, ganz kurz aufzustehen. Und ich lade dich jetzt ein, deine Augen zu schliessen. Und ich möchte bewusst das Gebet beten. Ich möchte jetzt bitten, Jesus, öffne den Himmel. Ich sage jedem unreinen Geist und ich sage jedem Dämon, was auch immer das ist, jetzt in dem Moment hat er kein Anrecht, kein Power, reinzufunken im Namen von Jesus. Jesus ist da, seine Gegenwart. Und wo Jesus ist, da flieht jeder unreine Geist. Und ich öffne den Himmel mit uns zusammen. Und ich möchte zuerst das Gebet beten, wenn du da bist und du schaust auch online, du hast noch nie das Leben Jesus anvertraut, du merkst jetzt, Jesus ruft dich. Dann bete mit mir das Gebet mit. Ich werde das Gebet beten. Du hast den Satz mitbeten, am Ort für dich ganz leise. Dann sag Jesus, da bin ich. Danke für mein einmaliges Leben. Ich habe mega viele Sachen falsch gemacht. Ich bitte dich, vergib mir all meine Sünden und all meine Fehler. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Ich lege mein Leben in deine Hände. Bist du ab heute mein Zentrum. Bitte leit und begleite mich. Segne und beschütze mich für immer. Und ich werde dir für immer gehören. Und die Bibel sagt, das Gebet betet hast, du gehörst zu der Familie Gottes, du bist kein Sklave mehr, ein Sohn und eine Tochter. Jesus schreibt im Namensbuch vom ewigen Leben, du gehörst zu der Familie von Gott. Welcome home. Ich möchte euch einladen, jetzt in den Dialog zu treten. Ich möchte dich fragen, was für eine Frage willst du Jesus stellen? Vielleicht, warum komme ich nicht von dieser Sache los? Oder warum kann ich nicht vergeben? Warum bin ich so negativ? Wieso nehme ich immer noch Drogen? Wieso ist der Applaus von anderen Menschen mir so wichtig? Nimm deine Frage jetzt, wo immer du bist. Wir werden heute Abend relativ lang ruhig sein und wir müssen es heute Abend aushalten. Das macht man nicht immer. Ich glaube wirklich, dass in dieser Gegenwart, in dieser Ruhe jetzt Jesus redet. Es werden Sünden vergeben, es werden Süchte gelöst, es werden Lebensmuster offenbart, es werden auch Sachen befreit, die für dich unmöglich waren. Also stell Jesus deine Frage. Hey, wir hoffen, die Message hat dich ermutigt und hat dich weitergebracht in deinem Lauf mit Jesus. Oh ja. Wenn du merkst, dass Gott irgendetwas gesprochen hat in dieser Predigt, dann schreib es dir doch gerade auf, weil wir vergessen so schnell, was Gott redet. Schreib es irgendwo auf in dein Journal oder in dein Handy in den Notizen.
Wir lieben unsere Leute, die online sind, möchten aber gleichzeitig dich auch einladen. Komm mal vorbei. Absolut. Komm mal vorbei. Und komm uns Heu sagen, dir ist eine Hand schütteln, wäre schon noch nice. Und am 5 Uhr geht es da übrigens schon los, so in kleinen Gruppen, die aber offen sind, wo du gerne auch darfst kommen. Und sonst am 7. Uhr in unsere Celebration. Und vor allem abonniere unseren Telegram-Kanal, dort kommst du immer mit über, was gerade läuft. Oder kommst mal in ein Camp oder irgendetwas so. Yes, hey, bist gesegnet und wir wünschen dir eine super Woche. Ja.